Herr Präsident, Herr Minister, die Damen und die Herren Deputierten. Für dich will ich, Herr Präsident, und die Membres von den zuständigen Kommissionen merci sagen, dass ich schaut, heute Überlegungen vordrohen, die mich dazu bewegt, und diese Petition an der Chambre ranzureichen. Wie ich meine Petition 698 für die Lützeburger Sprache rangereicht habe, habe ich selber nicht mit dem enormen Succès gerechnet, den sie gekriegt wird. Dafür will ich mich heute auch ganz besonders den 14.702 Leuten merci sagen, die meine Petitionen unterschrieben haben und damit den wichtigen Debat von heute hier an der Chambre ermöglicht tun. Ich will aber auch der Madame Bonomi, dem Herrn Rink und dem Member vom Gruppe Neuwahlen merci so für die große Unterstützung bis zum heutigen Tag. Ich will aber betonen, dass die Initiative für diese Petition allein von mir kommt. Das ist eine Privatinitiative und ich bin ein einfacher Bürger mit einem Ulees Herz. Dafür will ich euch auch bitten, bei meiner Petition im letzten Detail zu reiten. Ich habe das so geschrieben, weil ich es gedurcht habe, an wie so viele Leute am Land denken. Es ist mir bewusst, dass am Petitionstext teilweise Sachen über Ziel und Motivation schon umgesetzt gesehen, und aber nicht direkt radikal, mehr an einer wohlüberlegten Entwicklung umzusetzen sind. Mir also für dich darum gegangen, für als Nationalspruch am Allgemeinen und auch am öffentlichen Bereich abzuwerten. Es sind der Meinung, dass sie das nötig wird. Als Nationalspruch könnt ihr logischerweise auch Troll als Echtamtsspruch zu. Ich stelle nicht all die positiven Abschätzungen, wie gut ein Spruch durchsteht, und noch nicht, dass sie ganz viel geschrieben wird. Meine Petition ist ja am Viertel viel diskutiert gehen. Leider waren da aber auch Falschinterpretationen drin. Ich habe Sachen an den Mund gelöst, die ich nicht gesagt und nicht gemeint tun. Und die nicht so an meinem Text stehen. Wie war mein Text gemeint? Dass mir nicht darum gegangen, als einer zu Ansprüchen zu verdrängen, zu diskriminieren oder auszuschalten oder zu verbieten. Dafür steht nicht an meinem Petitionstext. Nun, ich bin froh, dass ein Spruch soll an die neue Verfassung vom Lützeburger Land als Nationalspruch stehen kommen und so da soll verankert gehen. Das ist ein Artikel 4 von der Verfassung. Mit diesem starken Gest ist man noch nicht genug, für das ein Spruch überlebt, muss sie selbstverständlich und dafür muss sie überall greifbar gehen. Dafür will ich mit meiner Petition eine Reihe von Vorschlägen und Ideen proposieren, für einen Spruch nach mehr stark gesetzlich Anerkennung zu gehen und hier am öffentlichen und am tagtäglichen Gebrauch eine Priorität zu geben. Als Punkt 1, was Gesetze anbelangt, will ich, dass von einem festen Datum und alle Gesetze sollen auf Lützeburg geschrieben gehen. Die Übersetzung soll gemacht gehen, wenn Gesetz auf Französisch gestimmt gehen. Das garantiert uns eine Rechtssicherheit, die wir als Land bei unserer Gesetzgebung brauchen. So steht es auch am Artikel 2 vom Gesetz vom 24. Februar 1984 über das Sprachregime. Ich lese mir nicht viel, ich bin der Meinung, wie es verweset. Hier proposieren ich, wie gesagt, das Gesetz muss dahin ergänzt gehen und dass ab einem bestimmten Datum alle Gesetze müssen auf Lützeburg übersetzt gehen. Das erlaubt uns, nur und nur als Lützeburg dahin zu bringen, dass es juristisch zu applizieren hat. Das ist klar, dass am Augenblick keine Probleme stellen und dass dafür viele Leute sich ein Gesetz auf Lützeburg nicht vorstellen können. Mit all Spruch, und auch das Französisch, hat ihre juristische Vokabular, die Jodax aus dem Latein kennt, müssen entwickeln. Dein Ziel muss sein, dass Gesetze auch auf Lützeburg publiziert gehen. Wenn das juristische Vokabular am Lützeburgischen so weit angebürgert ist, sollte ein Gericht überlegen, ob der ganze Legislationsprozess soll auf Lützeburg sein oder vielleicht nicht mehr den Teil, den Bürger direkt betrifft. Es ist mir auch bewusst, dass die Etappe da nicht für Haut und auch nicht für Mur ist. Ein gutes Beispiel, da die keine Gesetze auf Lützeburg übersetzen, hat löwenswerterweise der SAP bewiesen, wie sie die neue Verfassungsproposition auf Lützeburg übersetzt hat.
Lützeburg als Administrativspruch. Es muss für Lützeburger Verwaltungen verbindlich gehen, Fragen ob Lützeburg auch auf Lützeburg zu beantworten. Und sie sollen sich nicht mehr handeln der Formel, wie sie am Spruchgesetz steht, dans les mesures du possible, können verstoppen. Und nehmen den Leid auf Französisch antworten. Heim ist am Gesetz dans la mesure des possibles gestracht gehen. Ich meine, dummer da hätte ich meine Vorstellungen, was die legislative Wolle angeht, gut im Rass. Was stelle ich mir weiter für als Verwaltungen vor? Hier geht es neben der von mir proposierten Änderung vom Spruchgesetz eine Rechtssachen, die einfach umzusetzen wären und wo ihn auch kein direkt drüber. Wichtig wäre, dass ganz Internetpräsenz vom Staat, von der Regierung, von den Verwaltungen, Gemengen und auch von staatlichen und parastaatlichen Institutionen, ich denke zum Beispiel um Gesundheitskäse auf Lützeburg zu machen. Es ist ja gar kein Problem, so Seiten an 3 Sprachen Versionen mit allen zu Lützeburg gebrauchten Amtssprachen zu machen. Man jederin soll für dich auf einer Lützeburger Seite landen und da können wählen, auf welcher Spruch hier weiterführt. Das ging nicht nur als Nationalspruch auf Vierheben, mir auch als Mehrsprachigkeit illustrieren. Und ich schwätze da aus Erfahrung, weil ich beim Sigi schaffen an Internetseite gemacht habe. Da soll all Kommunikation an all Publikationen von der Regierung, auch von denen ungeschwärtenen Organismen, siffen dat Briefe, Kommuniken, Depliant, Pressedossien oder Annoncen op Lützeburg sind. Jeno Zielgruppe a Kontext kann jo evaluiert gehen, wat für Sprachen häufig nach Gebrauch gehen. Da wäre nicht nur flott, mir auch wertvoll für die Weiterentwicklung von dieser Spruch, wenn ein Komitee sich über neue Wörter Gedanken machen, wie das zum Beispiel nicht ein französischen Term Riechterei und Lützeburg überholt, aber das mir elo an egent flott an ein originelles Wort schaffen. Es fehlt jo op Internet nicht um so neue Wörter. Ein gutes Beispiel als Heidwort Maison Relais, wo ihr sicherlich auch ein lützeburgisches Wort dafür gefunden hat, wenn ihn dann direkt noch Gesicht hat. Ein anderer wichtiger Punkt, den ich will ausschwätzen, sind als Straßenschilder. Da geht es einerseits Gemengen und andererseits der Staat. Was Gemengen anbelangt, geht es von Gemeng zu Gemeng anders, die eng machen, zum Beispiel Straßenschilder auf Lützeburg, andere auf Französisch, andere auf Französisch und Lützeburg, wovon die eng dann für dich die Straßennummer Lützeburg schreiben, und da Französisch drinnen schreiben, andere schreiben die Französischen als Echten, und die Lützeburger drinnen. Hier wäre es wünschenswert, wenn eine Uniformlesung kein Fond ging, wo die Lützeburger Straßennummern als echt angeschrieben gehen. Dann beim Staat, die für die Abstelle von den Ortsschildern am Abgang von den Ortschaften responsabel ist, misst auch für dich die Lützeburger Nummern groß durchstehen an drinnen an der anderen Spruch, und nicht wie es haut ist, dass die französische Nummer groß durchsteht und die Lützeburger Nummer klein drinnen steht. An eiser Schule als Diskrimination von eiser Nationalspruch vielleicht am deutlichsten. Es kann ihn aber nicht engerseits direkt machen, damit, dass viele Leute Schwierigkeiten haben, als Spruch korrekt zu schreiben, oder damit, dass als Spruch nicht dacht, für Gesetzestexte zu schreiben, wenn sie einerseits an der Schule völlig vernachlässigt wird. Es kann nicht sein, dass am 3. Zickel zum Beispiel von der Grundschule 13 Mal mehr Stunden vorgesehen sind für als 2 Amtssprachen wie für als Nationalspruch. Da gehen es 468 Stunden für Deutsch auf Französisch gegenüber von 36 Stunden für Lützeburg. Was als Gerichte angeht, hätte ich 2 Ulehes. Eine Verhandlung muss auf Wunsch von einer Partei integral ob Lützeburg können gemacht gehen. Die Decision, ob Eleven ob Lützeburg der Verhandlung folgt, soll nicht dem Richter vorbehalten sein, mit denen Leuten, die am meisten betroffen sind. Auch weil sonst die Partei, die sich an ihrer Mammenspruch Französisch oder Deutsch kann exprimieren, geht die Niveau vom Lützeburger am Viertel aus, die sich muss mit einer Fremdsprache also nicht setzen. Wie ihn mit ausländischen Experten vorgeht, bleibt sie verlehen. Eine Partei, die sich nicht so stark auf Fremdsprache spielt, kennt durch den Beistand von einem Lützeburger Expert
als Übersetzer kreieren. Aber das Wichtigste an diesem Volley muss das Recht von der Parteien sein, eine letztebäuer Übersetzung vom Urteil für sich zu freuen und die dann auch zu kreieren. Erst zur Konklusion kommen nach ein Wort zu Europa. Es wäre ganz einfach, Lützeburg als Spruch am Umgang mit den europäischen Institutionen unerkennen zu lassen. Das ist noch nicht geschieht, obwohl es sogar Regionalsprachen wie das Katalanisch da unerkannt sind. Es hat der Lützeburger Politik über Jahrzehnten Welle gefehlt, für das umzusetzen. Es wäre mit einer offiziellen Aufruf von unserer Seite sehr gedauert. Ich hoffe, dass der Succès von meiner Petition da ein Umdenken provoziert. Zum Schluss noch ein Kehr. Mit meiner Initiative will ich der Lützeburger Nationalspruch den Wert geben, den ihr zukönnt. Ich will nicht enger anderer Spruch schulden. Aber ich will auch die Mehrsprachigkeit, die als Land auszeichnet, so gut wie möglich umgesetzt kriegen. Es ist etwas ernst, ob ihn ob Alleck als Lützeburger Spruch hört, gesagt, oder ob sie just von einer kleinen Gruppe entre guillemets auf Facebook und auf Smartphone gebraucht wird. Aber wenn die Projektionen stimmen, wie als Bevölkerung sich an den nächsten Jahrzehnten entwickelt, also es ist wichtig, dass ein Spruch nicht nur im Internet, sondern auch am öffentlichen, administrativen, kulturellen und gesellschaftlichen, tagtäglichen Leben nächst zur Normalität geht. Nur so können ihre Stellenwert an ihre Aufsicherung garantiert gehen. Sie ist als Integrationsspruch und muss es auch bleiben. Ich so nicht merci, dass ihr mir noch geleistet tut, und ich hoffe, dass ich ihr Heimat meiner Initiative gut kommt verständlich machen, was ich will. Ich wäre froh, wenn dir auf dieser Basis eine Möglichkeit finden, für einen Nationalspruch auf legislativen und administrative Plan, die eher zu gehen, die sie verdient. Der Spruch überlebt. Ich meine, du verband nicht direkt mit Herr Wagner, die seht mit der Population, wie ich auf die Welt komme, sie waren mir zu Lützeburg 300.000, nicht einmal 300.000 Einwohner. Davon waren das schon, die aus dem Ausland rangekommen sind. Lo haben wir da 550. Aber pro Jahr haben wir da pro mehr. Das Logo, das Lützeburger Spruch immer mehr groß geht, immer mehr geschwart geht. Aber die Basis, die ist nicht da. Basis will ich sagen, dass es wichtig ist, dass auch die Leute, die hier am Land wohnen, und auch die Leute, die hier leben, mit Lützeburg schwätzen. Und das ist für mich der wichtige Punkt, dass wir uns in der Nähe erhalten, dass wir wissen, wo stimmen wir, für was leben wir, was ist uns Land. All Land hat seinen eigenen Spruch, für was nicht Lützeburg, für was. Ich schwätze ja nicht davon, dass ich Mehrsprachigkeit will aufschaffen. Nee, ich bin stolz, dass ich Lützeburg, Französisch, Deutsch, ein bisschen Italienisch, ich kann Englisch, aber ich weiß nicht, was ich noch soll abzählen, aber dass ich mehrsprachig bin. Für was soll man da weggehen? Aber du musst es bewusst sein, wir sind ein Land, und wir sind ein eigenes Land. Und wir sollen uns Spruch auch pflegen. Und ich meine, das ist der wichtige Teil, dass ich meine, dass uns Spruch nicht überlebt. Aber wenn man in der Zukunft guckt, wie viele Leute dann heute zu Lützeburg irgendwann mal gewonnen, ich meine, so viel Kanner können die Lützeburger nicht fabrizieren, wird Lützeburger Spruch nicht aufsterben zu lassen. Das mal leid. Wir sind angewiesen auf ausländische Mitarbeiter. Also holen wir doch direkt den Integrationsspruch aus Lützeburg und fangen da mal an. Aber wie gesagt, ich chauffiere keiner. Aber das trägt nicht dazu bei, dass unser Spruch irgendwann bei 1 Million Leuten fließend geschwärzt wird. Das ist meine Meinung dazu. Ich sehe keine Politiker, es sind einfache Bürger, die sich Gedanken darüber machen. Zu der Schulspruch. Madame Hansen, ich will nicht das Französisch wegschulen, ich will nicht das Deutsche wegschulen. 468 Stunden an einem Jahr für Deutsch und Französisch und 36 Stunden
für Lützeburg. Wie sollen Kanner do Lützeburg Lehre schreiben? Ist das möglich? Nee. Ich kann es noch nicht. Und ich habe doch nie gelehrt. Und ich kann doch nicht an engem Jahr, an 36 Stunden, kann ich Lützeburg Lehre schreiben. Und das ist mein Ding. Und da muss man aufpacken, dass man die 3 Amtssprachen, es steht am Gesetz, die 3 Sprachen sind sich gleich. Aber da behandeln wir es auch gleich. Und wir so nicht, die eine Sprache ist mir wichtig wie die andere. Komm, wir behandeln die Sprache gleich. Und das ist wichtig. Am Gesetz steht es. Die Legislativsprache ist Französisch. Und die juristische Sprache, an Umgangssprache, als Lützeburg Deutsch auf Französisch. Und wenn ich aber gucke, wie viele Sachen auf Französisch geschrieben gehen, auf wie viele Briefe auf Französisch rauskommen, Administrationen, wie viel werden sie schreiben auf Französisch, da fand ich das nicht richtig. Am Gesetz als klar gesagt, Sprachen, die 3 Amtssprachen sind sich gleich. Da muss es doch an der Schule so sein, die 3 Amtssprachen sind sich gleich. Und noch keiner muss lernen, Lützeburg schreiben. Wir haben eine Orthographie. Wir haben sie. Wir haben unser Bein gesagt, wir haben lange darüber geschafft, wenn ich Geschichte guckt, von, ich weiß nicht, wen die 1800 an bis dass die erste Orthographie geschrieben ging. Und da guckt ihr mal weiter, wie viel das wir danach haben. Und danach noch gemacht. Also, gehen wir doch den Dingen, intellektuellen, gut, dass wir haben, gehen wir doch an uns keiner weiter. Und wir sollen nicht einfach, auch Lützeburg, das Lützeburg. Jeder kann nicht schwätzen, aber entschuldigt den Ausdruck, keine Sau kann nicht schreiben. Und das fand ich traurig. Das fand ich traurig. Wie traurig muss es sein, wenn ich auf meinem Handy ein SMS muss schreiben und ich da eine App muss raufladen, für Lützeburg richtig schreiben zu können. Guck dich mal auf Facebook an, wann sie schreiben. Guck dich das SMS mal an. Mein Durchstraß 15 Jahre. Wenn sie können, dann sie schreiben mir ein SMS, da schreibe ich nicht im Trick, was hast du geschrieben? Weil ich es nicht verstehe. Also kann ich nicht so, das kann er Lützeburg schreiben, entschuldigt. Und das ist mein Ziel, dass Kanner an der Schule Lützeburg schreiben. Und das ist wichtig. Und wenn man da tun kann, dass sie Lützeburg schreiben, dann haben wir auch ein großes Problem von der Integration gelöst. Weil die Kanner, die an die Schule gehen, die lehren Spruch schreiben und sie können sie umsetzen. Was ist dann da so schlimm da drin? 36 Stunden. Du kannst nicht eine Biologie machen, ich kann nicht ein Examen machen, ich kann nichts machen. 468 Stunden für Französisch. Das ist tipptopp. Dann, wenn ihr guckt, vom 1. bis 6. Schuljahr, lehren Kanner an der Mathe Deutsch wieder. Und da kommen sie rüber, ob 6. Schuljahr. Da sind die ganz vierte, die am Deutschen gelehrt und an der Mathe sind auf Französisch. Und dann haben sie mein Bruder was bei ihr an die Schule gegangen. Den ist oft heimgekommen und den hat gesagt, Papa, ich verstehe das nicht. Okay, gut. Fehler. Fehler, das mal leid. Aber das ist die Abregung. Ich meine, das ist auch ein Problem, das wir haben. Das ist ein Problem, das wir haben, dass Kanner bis 6. Schuljahr lehren sie Deutsch, Mathe. Und dann gehen sie rüber, sie gehen auf Französisch. Und da lassen sie alle guten Zocken hängen. So. Da gehe ich, den Herr Wagner gehe ich weiter und den Herr Ring. Das hier kann erklären, was man da meint. Es ist ja klar, dass man 3 Amtssprachen haben. Und ich komme noch das nächste, oder was ich mir abgeschrieben habe, ein Problem mit Grenzgängern. Wir haben 3 Amtssprachen. Und auf der einen Seite haben wir Französisch oder Frankreich, Deutschland, Frankreich, Belgien und dann Deutschland. Das heißt, die sind am Punkt geholt, alle administrative Provider, die sie brauchen, sind auf ihrer Sprache verfasst. Das heißt, das meiste, was rausgeht, ist alles Deutsch und Französisch. Lützeburg fehlt noch just dabei. Das heißt, wir haben 160.000 Grenzgänger, wir hier im Land wohnen aber viel mehr Leute. Das heißt ganz einfach, die Sprache, also aufgedeckt, also alles, was den Grenzgänger brauchen, ist aufgedeckt durch als Amtssprachen.
Als der Petition aus täglicher Viergängen, dass die zwei Amtssprachen, die zwei anderen Amtssprachen nicht sollen devalorisiert gehen, mehr, dass Lützeburg mehr an den Fokus soll gestaltet gehen. Dass Lützeburg soll echt Amtssprach gehen. Dass die Leute, die hier am Land wohnen, viel mehr von unserer Spruch profitieren können. Lützeburger sowieso, mir auch alle guten als ausländische Stadtbürger, dass die viel mehr Kontakt mit der Lützeburger Spruch kriegen, dass sie viel mehr gut auch auf Lützeburger Spruch kriegen. Schon allein auch dafür für kulturellen Teil, kulturelle Leben teilhaben zu können. Das ist so, wir von der Integrationsspruch geschwärzt. Natürlich sollte Integrationsspruch, den Herr Bettel hat doch gesagt, dass ein neuer Spruch, natürlich sollte Integrationsspruch Lützeburg sein. Vier kann er im Schulhafen nicht können schwätzen, vier sie können mit spielen. Wir nehmen kann er auch die Erwursen. Sie sollen in einem kulturellen Teil Leben deelen. Sie sollen Theater gucken gehen, sie sollen all die Organisationen, die Kinder, die Kinder, die immens viele Filme an die Kinder, sie sollen mit Sangen, mit Fester feiern. Wir sollen hinten hier hier Spruch auch ein bisschen kennenlernen. Das schließt das andere nicht aus. Aber das Madene kann nicht mehr gefördert gehen, weil Lützeburg die Integrationsspur ist. An den Schulen also so, dass man sowieso irgendwann denken müssen kommen, für das ganz noch viel mehr ausgelachen zu werden. Am Moment haben wir Deutsch und Französisch, wo der Fokus drauf gelöst wird, viel mehr spät oder ein bisschen spät kommt auch noch Englisch dabei. Das heißt, wir sind nicht an einem dreisprachigen Land, wir sind an einem viersprachigen Land. Irgendwann muss ich sowieso darüber Gedanken gemacht werden, wie man das ganz in den Hut kriegt. Weil Englisch ist auch ein Spruch, die muss gefördert gehen, die bei uns am Land muss gefördert gehen, die muss auch abkommen. Wir müssen so schaffen, für ein viersprachiges Land zu gehen. Ein viersprachiges Land, sodass wir alles aufdecken. Wie gesagt, wir probieren heute zu diskutieren über ein dreisprachiges Land, mit das schon gestern. Viersprachiges Land ist das, was von Anfang an muss visiert gehen. Do die Lützeburg natürlich nicht fehlen. Aber was Lucia gesagt hat, das ist auch ganz richtig. Wenn wir hier gehen, wie Politik gefällt ist, ob es 1 Million Einwohner stehen, das geht effektiv mathematisch nicht möglich, dass das just mit Lützeburg geht, dass sie so weiter produzieren. Das geht nicht. Also müssen wir, kriegen wir Fachsehmer, kriegen wir Zuwurst vorbausen. Und da geht es richtig Multikulti, weil das geht, dass wir nicht gesagt haben, die alle gute Frankophon oder Deutsch sind. Die können aus allen Herren Ländern kommen, die können aus China kommen, die können aus Australien kommen, ich weiß nicht, für wo sie können kommen. Das heißt, da brauchen wir einen gemeinsamen Spruch. Wie eng soll es sein bei unserem Land? Für mich kann es just Lützeburg sein als gemeinsamen Spruch. Merci. So, Herr Tour. Ich würde pardon. Also, wenn ich dir weiter vorlese, mit den Übersetzungen, darüber haben wir auch am Fungroll geschwärzt. Wir wissen alle gut, dass das nicht von heute auf morgen geht. Der Lucia, wir haben ganz viel darüber diskutiert, wie in das geht machen. Am Fungroll sind wir gesehen, dass mit einem Schritt muss aufhängen, mit dem nächsten Schritt muss gemerkt werden. Der nächste Schritt muss ganz einfach sein, dass ein Durchdeler, dat sind die op alle Fall op de Mann natürlich, dat die op Lützeburg miskrijen. Wann ich logistisch informiert sind, also so, wann ihn am Ausland verurteilt wird, also im europäischen Ausland, von den do verurteilt wird, dann hätte er sein Urteil op Lützeburg, da kriegt ihn das auch op Lützeburg. Wenn er auf Lützeburg kriegt ihn nicht, wenn ich richtig informiert bin. Kann ihn op eng Lützeburg, also eng Amtsspruch von Lützeburg kann ihn das auffordern. Und da ist Lützeburg auch dabei. Also mis den echte Schritt mal op alle Fall sind, dat ein Gesetzer, also Durchdeler, dat in dem is op Lützeburg versagt krijgt. Eng Uklot zum Beispiel, die Bierger kriegt, eng Uklot, die je net versteht. Wo über den Telefon oder über den einfach schreiben, ich verstehe nicht, das kann ich halt von Skriver Lützeburg kriegen. Das müsste möglich sein. Wie gesagt, das nur von Haut auf Morgen, der ganze Text, bis übersetzt gehen, das fordert kein. Mehr auf der anderen Manier, also auch gesagt, es wäre jemand schwer, juristisch wäre, oder die juristisch wäre, da gibt es ein ganz großes Spruch, aber ja merken, das ist richtig. Mehr auf der anderen Manier, um etwas, 34 oder 40 Jahre, aus dem Code Penal schon auf Lützeburg versagt gehen. Also ob Deutsch versagt gehen, pardon, Herrenbier.
Dat huet sich Standbuch vun der Gendarmerie genannt. Also de Code la Route och. Dat alles schon iwwersät gin. Mënscherechter sinn op Lützeburg iwwersät. Dann gëtt et och juristischen Diktionär komischerweise im Internet von juristischen Diktionär den die Wörter, die vorher juristisch später op Lützeburg übersetzt. Also irgendwie muss dra sehen. Vier wenigstens bei dem Schritt unzufänken Durchdeler an auch von in Duklo nicht versteht und den sie keine Plötzlich frohen und dann natürlich aus den nächsten Schritt gemerkt. Ich würde von dieser Seite erst merci so für die Initiative, die als Partei ganz sympathisch, weil man bekanntlich auch ganz viel Lützburger Spruch im Ansatz, was nicht verteidigen, dass die anderen Parteien das nicht auch machen, aber das für alles aber ein von den Prioritäten Lützburger Spruch. Der Stadtteil hat haut den Kommunikierungsgend Nugent Bergin heute schon angeschwärzt. Und ich meine, dass der Stadtteil am Anfang ganz konkret beschrieben hat. Er hat verteidigt schwätzten von den Residenten. Und da seht, bei den Residenten wird un peu plus de la moitié des Residents die Lützeburg schwätzen. Das ist auch genau so wie das Nationalitätenverhältnis. Das ist nur noch eine knappe Majorität von Lützeburger vis-à-vis von Nicht-Lützeburger am Land. Und dann ist es auch logisch, dass man eine knappe Majorität von Leuten, die Lützeburg schwätzen. Aber wir wissen aber, wenn die Entwicklung weitergeht, wie sie am Gang ist, dass wir auf 1 Million oder vielleicht mehr zusteuern, dann wissen wir, dass auch ein Datum könnt, wo Lützeburger an was Nationalität belangt, an Minorität fallen, an Nicht-Lützeburger, an Majorität kommen. Und dann ist es auch, wenn man nicht von anderen, dann das, was der Stadtteil geschrieben hat, dass der Prozentsatz für die Nationalität der Lützeburger und Nicht-Lützeburger sich zusammensetzt, das ist auch der Prozentsatz für die Spruch geschwärzt wird. Aber wenn wir in eine Minorität kommen, von Lützeburger, die hier im Land wohnen, und das kennt, wenn man so viel erfahren, da kommen wir an eine Minorität von Lützeburger, von den Lützeburger Spruch schwätzen. Das ist also ganz richtig durch. Und der zweite Punkt, das ist am Anfang die Frontalien, die hier im Land schaffen kommen. Da sind die Residenten, und durch schwätzt den Stadtteil auch ganz klar, dass er sieht, just 5% von den Travailleurs Residents étrangers hier für Lützeburger Spruch schwätzen. Auch das ist ja ein Problem, was wir haben. Wenn gesagt wird, es mehr Lützeburg geschwätzt, dann ist das normal, weil eben mehr Leute am Land wohnen. Wenn wir die Verhältnismäßigkeit gucken am Land, da könnte Lützeburg immer mehr schlecht vis-à-vis von der Population wäscht. Und dadurch, dass wir 180.000 Frontalien alltag in das Land kommen, von einem 5% als Spruch schwätzen, geht Arbeitsmarkt, vor allem am Privatsektor, der Lützeburger Spruch notgedrungen immer mehr nur Handeln verrickelt. Und dafür fanden wir wichtig, dass all diese Punkte, ich will nicht auf Details angehen, so, dass wir überall, wo wir können, Lützeburger Spruch Priorität gibt, für dass wir der Entwicklung da können entgegenwirken. Und das ist dann auch das, was das Europaparlament, die Europäische Union überlangt, den Ferner Karteise hat in der Zeit wie den Martin Schulz, Präsident vom Europaparlament, hier in der Chambre, auf Besuch von, die Frage gestellt, wir werden Lützeburg nicht als eng für den europäischen Sprachen unerkannt, das wird nicht verteidigen, dass alles muss an Europa auf Lützeburg übersetzt wird, das ist Unerkennung von der Spruch. Und da hat den Präsident vom Europaparlament auch hier in der Chambre geantwortet, damals, aber da muss die Lützeburger Regierung eine Demand machen, für das kranke geht, dass also nicht Europa, was tun der Schuld, dass mir das heißt, Lützeburg macht den Hansen nicht froh und der Premier gestellt, dann ich hänge mich schon die froh drohen. Wie weit die Regierung mit der Idee an die Sachen. Ich meine, an der Schule, die fragt, wie soll man Lützeburg nach innen bringen? Ich meine, wenn ich mich daran erinnern an der Schule, ich meine, das ist schon lange hier. Es hat sich viel geändert. Das ist schon lange hier, wo ich an die Schule gegangen bin. Und, am Französischen gehen heinz du Bücher gelesen. Wenn durch ein Thema seht, voilà, ich habe ein Buch und dann muss ich da lesen, Französisch Buch. Wir warten nicht ein anderes Fach vielleicht machen, für Literatur ein extra Fach zu machen und da ein bisschen Lützeburg auch zu integrieren. Ich meine, das ist auch ein, der Französisch soll lernen, Französisch schreiben. Ich meine, den Buch, den
die soll Lehre schreiben, aber die soll auch Lehre lesen, aber ich meine, das kann ich ja delen. Beim Lützeburger Schreiben, die sollten nun die Spellschlecker. Die Spellschlecker, muss ich ganz ehrlich sagen, ist schon ganz gern. Aber die Spellschlecker, die geht gar nicht gefördert. Am Moment. Und das ist das Problem. Wenn der Spellschlecker gefördert von der Regierung, dann hätte viel mehr wir daran singen Dingen. Dann hätte viel mehr wir daran singen im Diktionär stehen. Und das ist das Problem. Der Lot, okay, gut, ich habe ihn noch nie ausprobiert, ich kann mir doch kein Urteil bilden. Aber ich schreibe gerne mal am Spellschlecker. Für das kann die so schriftlich schreiben, ist nicht wichtig oder ist nicht so wichtig. Ich fand, das ist ein Jungspruch. Ja, ein Jungspruch, ich meine, für was soll ich nicht von Anfang an, die kann die Jungspruch beibringen, auch am Schreiben. Ich meine, durch das Schreiben lehrt den sie besser. Ich muss ich ganz ehrlich, so wie ich den Text hier plötzlich aufgelesen habe, da hatte ich Schwierigkeiten, für mich rumzufangen. Weil ich nimmer an Deutsch lesen oder an Französisch lesen. Ich lese nicht so viel Lützeburg. Ich hatte Schwierigkeiten, für mich da rumzufangen. Wenn ich gucke, was ich schreibe, am Schreiben, da man auch noch Fehler. Und wir werden nicht an der Schule, die kann Schreiben beibringen. Das ist das, was ich dazu sagen. Dass ich Gesetze nicht alle Guten können von Haut auf nur geändert gehen. Ich meine, das Bio oder Geo, das war Herr. Froh, wer der Schulspruch gibt verstoen mich in der Welt hat jo sech gesucht, dat sech richtig Spruch leieren, so wie Deutsch Französisch. Ja, an et war runnner opkommen, ob ich kein Geo oder Bio, voilà. Et fir eng Idee am Pong geholl. Fir Efahrer rauszuplicken, Mengenfichen vum Mechten bis 6 Schuljahr Geografie, also dëstfach, ma mir ganz op Lützeburg. Dat hecht mir en Riecht net op Lützeburg, kann man muss die Prüfungen op Lützeburg schreiben. Dat kind die man nie verbannen, dat den E-Fach gewe raushöllen also man dat gëtt ganz op Lützeburg gemacht. Bei der Geografie zum Beispiel as immens viel Lützeburger Geografie dabei, kennt die verbannen, kennt den E-Fach raushöllen an so am engems auch spielerische Bisselchen Spruch konnte sinn. Ich hun eng Erfahrung lo mat geholl, die mir ziemlich denke gëtt. Herr Premierminister holt man dat lo net beis, aber von den vielen Zölen, die dir lo vier geliers hat, tun ich kein eng verstanden. Ich bin der Meinung, und ich bleibe in der Meinung, dass die Spruchheit zu Lützeburg ist, und das hat nichts mit Ausgrenzung zu tun, das hat nichts mit engem Ausländer zu tun, das hat damit zu tun, dass der Lützeburger Spruch zu unserer Kultur gehört. Ich habe auf Facebook einen Satz geschrieben. Und die will ich heute wiederholen. Und die sagen ich ganz offen. Uns Mammespruch lehren wir von klein an. Das erste, was wir hören, wenn wir Brust von der Mama holen, als ich dich gern. Und das ist mein Mammespruch. Das ist der Lützeburger Spruch und es bleibt der Lützeburger Spruch. Und ich bin bereit, dafür zu kämpfen und ich bin noch bereit, mich dafür anzusetzen. Ich schwätze gerne Französisch, ich schwätze gerne Englisch, ich schwätze gerne Italienisch, ich schwätze gerne Deutsch, aber mein Mammespruch ist Lützeburgisch. Und ich bin hier in Lützeburg. Ich bin zurückgekommen auf Lützeburg, ich war am Ausland, ich bin zurückgekommen auf Lützeburg, weil ich auf Lützeburg wollte zurückkommen. Dass mein Feier kann hier in Lützeburg lehren. Und das ist mein Wunsch. Und dafür kämpfe ich, und dafür stehe ich, und dafür stehe noch Petitionären, die mit mir hier sitzen. Uns Mammespruch ist uns herrlich. Mehr kann ich dazu nicht sagen.